Herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud, ich bin Standortleiter hier in Silbern und ich freue mich enorm, dass du heute dabei bist. Hey, es ist der Wunsch von uns als ganzer Kirche, dass du durch diese Message heute ermutigt wirst und Gott besser kennenlernen kannst. Ich freue mich, dass wir heute Morgen weitergehen in unserer Predigtserie aus dem Hebräerbrief mit dem Titel «Mit Jesus ins Ziel». Was für ein Moment, wenn man endlich das Ziel erreicht hat. Ich habe es ja schon bei einigen erzählt, ich hatte das Privileg im letzten November für den New York Marathon zu rennen. Und ich habe ein Foto mitgebracht von dem Moment, wo ich sagen kann, ich habe es geschafft. Ich bin ins Ziel. Da ist es, da ist es. Da unten in diesem roten T-Shirt, die Hände oben. Jawohl, ich habe es geschafft. All das ist vorbei. Das Kämpfen, das Durchheben, das Beißen. Die Zeit ist nicht wahnsinnig gut, aber es ist gleich. Ich habe das Ziel erreicht. Wie viel mehr gilt das für unser Leben? Wie viel mehr gilt das für unser Glaubensleben? Wie viel mehr gilt das für das Rennen, da kann man ja noch ein paar Fragen dazu stellen. Ich meine, da rennst du in einem Kreis rum und kommst wieder dort an, wo du warst. Macht ja nicht wirklich Sinn. Aber unser Leben, unser Glauben, auf das ewige Ziel, wo es eben wirklich eine Rolle spielt, schafft man es oder schafft man es nicht? Und der Hebräerbrief richtet sich ja an Christen im 1. Jahrhundert, wo mitten in diesem Lauf gekämpft haben. Die in der Gefahr waren, aufzugeben. Und der heutige Text, den wir anschauen werden miteinander, beschäftigt sich mit dem, wie man es dann ins Ziel schafft, auch wenn es schwierig wird. Und ich möchte euch gerade vorlesen. Ihr könnt euch ein Booklet führen, die es haben. Die es nicht haben, gibt es auch online auf unserer Webseite. Dort habt ihr den Text auch drin oder hier auf der Folie. Hebräer 3, Verse 12 bis 13 und dann 4, 14 bis 5, 7. Achtet deshalb darauf, liebe Freunde, dass eure Herzen nicht böse und ungläubig sind und ihr euch damit vom lebendigen Gott abwendet. Ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Da wir nur einen großen hohen Priester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Und doch wurde er nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Die Aufgabe eines hohen Priesters ist es, andere Menschen vor Gott zu vertreten. Er bringt Gott ihre Gaben und die Opfer für ihre Sünden dar. Er ist nachsichtig mit den Menschen, auch wenn sie unwissend sind und vom richtigen Weg abkommen. Denn er ist denselben Schwächen unterworfen wie sie. Deshalb muss er nicht nur für ihre, sondern auch für seine eigenen Sünden Opfer darbringen. Niemand kann zum hohen Priester werden, indem er für sich selbst diese Würde in Anspruch nimmt. Er muss wie Aaron von Gott zu diesem Dienst berufen werden. So hat auch Christus sich nicht selber erhöht, um hoher Priester zu werden. Nein, er wurde von Gott erwählt, der zu ihm sprach: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und an einer anderen Stelle sprach Gott zu ihm: Du bist für immer Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Solange Jesus hier auf der Erde lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen seine Gebete und Bitten an den einen gerichtet, der ihn aus dem Tod befreien konnte. Und weil er große Ehrfurcht hatte vor Gott, wurde er erhört. Texte aus dem Hebräerbrief sind ja gar nicht so einfach und ich freue mich mit euch in den Text jetzt heute ein bisschen einzutauchen, weil der Text ist unglaublich stark. In dem Text geht es auch um eines der Hauptthemen vom Hebräerbrief, nämlich um das, dass unser Leben hier auf dieser Welt geistlich gesehen wie eine Reise durch die Wüste ist. Und die einzige Art und Weise, wie wir diese Reise erfolgreich meistern, ist dann im Vers 13 beschrieben mit dem Wort Ermutigung. Ohne Ermutigung schaffen wir die Reise durch die Wüste, die hier Leben heisst, nicht. Das Wort Ermutigung
ist eines der Wörter im Griechischen Parakaleo, wo am schwierigsten ist zu übersetzen ins Deutsche, weil es gibt kein entsprechendes deutsches Wort, wo die Breite abdeckt, was das griechische Wort heißt. Darum man kann es übersetzen mit Ratgeber, man kann es übersetzen mit Ermutigung, aber am besten versteht man, wenn man das Wort ein bisschen analysiert. Das Wort besteht eigentlich aus 2 Teilen, und zwar ist es para, also entlang oder herbei, und aus kaleo, rufen. Also jemand, wo man an seine Seite ruft, wenn man ihn braucht. Und das kann ganz viele verschiedene Aspekte drin haben, die in diesem Wort drin sind. Man kann jemanden herbei, also es ist so ein bisschen, komm an meine Seite, hilf mir. Komm als Ratgeber, komm als Coach, komm als Anwalt, komm als Freund, komm als Tröster, komm als Hilfe. Oder eben da übersetzt, komm als Ermutiger. Wenn der Vers liest, da Vers 13 und hörst da Ermutigung, vielleicht löst das bei dir so ein bisschen das «Spürst mich, fühlst mich» aus, wo sogar ein Teil ist von dem, aber es ist so viel breiter als das. Der Text sagt uns eigentlich, ohne die tägliche Ermutigung schaffen wir es nicht durch die Zeit, wo Leben heisst, wo ist wie eine geistliche Wüste. Ohne tägliche Ermutigung werden wir es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ins Ziel schaffen. Das sagt da der Autor vom Hebräerbrief, der Hebräer, und sagt, hey, ihr braucht das. Ihr braucht täglich so eine Ermutigung, sonst, das heisst, werdet ihr hart gegen Gott. Sonst werdet ihr es nicht schaffen, zu dem Moment, wo ihr könnt sagen, jawohl, ich habe es geschafft, ins Ziel. Das Gleiche gilt nicht nur für die Hebräer, sondern gilt auch für uns. Und darum wollen wir 4 Fragen an diesen Text stellen heute. Die erste Frage ist, warum brauchen wir überhaupt Ermutigung? Was bedeutet denn Ermutigung? Wer kann uns die Ermutigung geben? Und wie empfangen wir die Ermutigung für unser Leben? Gehen wir mal rein. Nein, ich will gerne beten. Jesus, ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du durch den Text heute Morgen in unser Leben hineinschaffst und aus uns Menschen machst, die gelernt haben, in dieser täglichen Ermutigung zu leben, und Menschen sind, die es gelernt haben, durch das ins Ziel zu schaffen. Danke vielmals. Amen. Warum brauchen wir Ermutigung? Es heißt da Vers 12, achtet deshalb darauf, liebe Freunde, dass eure Herzen nicht böse und ungläubig sind und ihr euch damit vom lebendigen Gott abwendet. Ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Vor dem Text bezieht sich, also im Kontext bezieht sich der Hebräer 3 auf eine Zeit, wo das Volk Israel durch die Wüste durchgegangen ist. Rausgerufen aus Ägypten und das verheißene Land vor Augen. Und das ist ja so ein bisschen sie sind da zwischendrin gewesen. Und das ist eigentlich ein ähnliches Zwischendrin, wie wir auch sind. Rausgerufen aus der Sünde und die ewige Herrlichkeit bei Gott vor Augen. Und jetzt sind wir zwischendrin. Die Israeliten sind zwischendrin in der Wüste, wir sind zwischendrin. Was heisst denn in der Bibel Wüste? Wüste ist nicht wie wir, die vielleicht wunderschöne Sommerferien machen mit Glamping irgendwo in Namibia, sondern Wüste redet eben davon, von dieser kargen, dürren, trockenen Realität. Von einem Land, wo man nicht wirklich langfristig leben kann. Es ist nicht so, dass man in der Wüste sofort stirbt, weil man nimmt ja Wasser mit, man nimmt Nahrung mit, vielleicht hat es ab und zu auch irgendwo durch mal eine Oase, aber es ist kein Ort, wo man wirklich langfristig überleben kann. Die Israeliten haben das erlebt, sie sind aus Ägypten rausgekommen, sind dann in die Wüste gekommen und irgendwann ist der Punkt vom Durst eben gekommen. In Ägypten haben sie gut gegessen, haben genug zu trinken gehabt. Und sie haben grossartige Wunder von Gott erlebt. Ihr müsst euch mal vorstellen, das Heim, das sie hatten, wo sie in die Wüste hineingezogen sind. Sie haben Gott erlebt mit diesen 10 Plagen. Gott hat das Volk Israel eigentlich durch 10 Plagen vom Pharao befreit. Und so jede Woche hat Gott wieder so 10-mal hintereinander hat Gott zugeschlagen und seine Grösse und seine Realität so richtig öffentlich sichtbar gemacht. Und so sind sie in die Wüste hineingezogen. Und dann plötzlich kommen sie an den Ort, wo sie Durst haben. Es ist ein trockenes, ein karges Land. Und es hat gewirkt, als wäre Gott nicht mehr da.
Sie haben Durst gehabt und dann haben sie sogar noch Wasser gefunden. Und das einzige Wasser, das sie gefunden haben, war bitter, ungenießbar. 2. Mose 17. Schließlich schlugen sie ihr Lager in Rephidim auf. Dort gab es kein Trinkwasser. Da machten die Israeliten Mose Vorwürfe und forderten: Gib uns Wasser zum Trinken. Warum hast du uns bloß aus Ägypten geführt? Etwa damit wir, unsere Kinder und unser Vieh verdursten? Mose nannte den Ort Massa und Meriba wegen der Vorwürfe der Israeliten. Sie hatten den Herrn herausgefordert, indem sie fragten: Ist der Herr bei uns oder nicht? Der Hebräerbrief schreibt jetzt in dem Abschnitt, den wir vorhin gelesen haben, an leidende Menschen und schreibt ihnen schlussendlich: Hey, sind nicht wie die Israeliten damals in der Wüste. Ihr seid auch in einer Wüste und ihr fühlt und erlebt genau gleich wie die Israeliten damals, aber handelt nicht wie die Israeliten damals, als sie durch die Wüste gezogen sind. Und weißt du, das Gleiche gilt auch für dich und für mich. Geistlich gesehen ist unser Leben eine gewisse Wüstenwanderung. Warum? Wie in der Wüste können die schönen Sachen in unserem Leben unser Leben nie ganz erfüllen. Arbeit, Familie, Erfolg, Gesundheit. All diese Sachen sind wunderschön und wenn man das Bild braucht von der Wüste, es ist wie wenn man mal wieder ein bisschen Wasser oder etwas Schönem begegnet, ein bisschen Nahrung hat, ein bisschen zu trinken hat. Aber schlussendlich langt das nie zum wirklich Überleben. Die tiefen Bedürfnisse von unserem Herz kann es schlussendlich langfristig nicht stillen. Irgendwie verdursten wir trotz diesen Sachen. Auch die beste Ehe, die beste Arbeitsstelle, das perfekteste Leben verhebt schlussendlich nicht und wird irgendwann ändern. Es ist ja schon krass sichtbar, wie wir immer wieder irgendwelche superreichen, prominenten, irgendwelche Stars, die alles haben, was man sich auch nur irgendwie wünschen könnte, erlebt, wie sie in den Drogen landet, wie sie vielleicht sogar im Selbstmord landet, weil all das, was sie da gesucht haben, was sie sich gewünscht haben, dass es sie glücklich macht, schlussendlich es eben nicht bringt. Und weißt du, für uns gilt genau das Gleiche. Vielleicht haben wir keinen Privatjet, vielleicht haben wir keine Villa irgendwo in Bel Air, aber weißt du was? Also wir haben es ja auch wahnsinnig gut. All diese Sachen können unser Leben, all das, was wir haben, können unser Leben nie ganz erfüllen. Und wir haben es vor 2 Wochen angeschaut und spätestens der Tod nimmt dem Ganzen die Schönheit und den Sinn. In der Wüste können wir nicht überleben. Und genauso wie die Wüste die langfristigen Bedürfnisse vom Menschen nicht stillen kann und wir darum nicht überleben, kann auch die Welt unsere Bedürfnisse von unserem Herzen nie wirklich stillen. Der Hebräerbrief zeigt da uns auf, zeigt der Hebräer und uns auf, wenn wir versuchen, sesshaft zu werden in der Wüste, werden wir es nicht ins Ziel schaffen. Wenn wir den Wunsch nach Glück auf Sachen von diesem Leben setzen, werden wir es nicht schaffen. Und der zweite Grund, warum es eine Parallele vom Hebräerbrief zu unserem Leben ist, auch wir erleben oft Gott, so wie die Hebräer, wie die Israeliten damals in der Wüste. In Ägypten ist Gott so richtig erlebbar für die Israeliten. Nahbar, eben, so jede Woche eine neue Plage. Im verheißenen Land wird Gott sichtbar, erlebbar, nahbar sein. Aber da ist das zwischendrin. Weißt du, und oft geht es uns in unserem Leben, auch in unserem geistlichen Leben, genau gleich. Wir sind vielleicht gestartet mit Gott und wir haben erlebt, hey, wir sind ein Kind Gottes geworden. Und gerade am Anfang vom Glaubensleben tut Gott oft so gern irgendwo durch so Zeichen setzen, hey, ich bin mit dir, ich bin da, er greift ein, er handelt, er wirkt. Und dann hast du die Erlebnis mit Gott, die du dann siehst und das Wunder Gottes erlebt. Und wir wissen, eines Tages werden wir bei ihm sein und es wird alles grossartig sein und er wird alles erfüllen. Aber dummerweise gibt es da noch das Zwischendrin. So die Wanderung zwischen Ägypten und dem verheißenen Land. Und oft stellt sich dann die Frage, wo ist denn eigentlich Gott? Wo sind die vielen Wunder? In der Wüste scheint Gott nicht so zu handeln, wie man es von ihm erwarten würde.
er wünschen oder würde er bitten? Was uns der Hebräerbrief da in dem Abschnitt sagt, wenn er sagt, dass das Leben ist wie eine Wüste, dann sagt er, hey, es ist in der Wüste sogar normal, dass Gott nicht so handelt, wie wir es uns wünschen oder erwarten. Es ist in der Wüste sogar normal, dass Gott oft fernscheint oder dass es danach wirkt, dass Gott sich nicht kümmert. Es ist in der Wüste ihnen normal, oder für unser Leben ist es normal, weil wir uns in so einer geistlichen Wüstenwanderung bewegen, dass es sich mehr nach Wüste als nach Himmel anfühlt. Der Hebräerbrief sagt da schlussendlich, das ist normal. Und er sagt, und es ist übrigens in der Wüste gar nicht einfach, festzuheben und zu glauben. Der Text sagt, ein beträchtlicher Teil von unserem Leben ist Zeit in der Wüste. Der Text geht nachher weiter und sagt, wenn die Welt also unsere Herzenswünsche von sich selber aus nie ganz wirklich erfüllen kann und Enttäuschung mit sich bringt und das Wüstengefühl, dass Gott oft nicht in dieser Art und Weise erlebbar ist, wie wir es uns wünschen würden, ist es eine normale Konsequenz, heisst es dann im Vers 12, dass wir in der Gefahr stehen, hart zu werden, Vers 13. Und gegen das brauchen wir Ermutigung. Darum brauchen wir die tägliche Ermutigung. Es ist eigentlich eine krasse Aussage. Du wirst zynisch, du wirst mutlos, du wirst bissig, du wirst hart, weil du erlebst Wüste. Und das Einzige, um das zu verhindern, sagt der Text da, ist, du brauchst tägliche Ermutigung. Warum brauchen wir tägliche Ermutigung? Weil wir in der Wüste sind. Was bedeutet denn Ermutigung? Wie sieht denn die Ermutigung aus? Der Hebräerbrief beschreibt es uns nämlich weiter und zeigt es uns eigentlich als ganzen Brief auf. Und wenn wir in den Hebräerbrief hineinschauen, sehen wir in diesem Brief eine riesige Spannung. Da gibt es auf der einen Seite redet er zu leidenden Menschen, die eben eine Ermutigung brauchen, wo es eben gerade nicht gut geht. Und gleichzeitig ist der Brief manchmal brutal, hart und streng. Ich möchte euch 2 Beispiele geben. Hebräer 3,15. Verschließt eure Herzen nicht gegen Gott, wie die Israeliten es taten, als sie sich auflehnten. Und dann Vers 17. Und wer weckte 40 Jahre lang immer wieder Gottes Zorn? War es nicht dieselben, die gesündigt hatten, deren Körper tot in der Wüste lagen? Ja, ist nicht wirklich so die feine, spürst mich, fühlst mich, nach dem Motto, schau mal, werdet nicht hart wie die Israeliten, schlussendlich sind sie tot in der Wüste gelegen. Recht klar. Und auf die andere Seite sehen wir im Kapitel 4, dann geht so die andere Seite. Lasst uns zuversichtlich, wir haben es da gerade gelesen, lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Da ist eine Spannung drin in dem Hebräerbrief zwischen dieser Wahrheit und dieser Sanftheit. Und das Gleiche sehen wir interessanterweise auch im Dienst von Jesus. Ich möchte euch ein Beispiel auch hier geben. Der Lazarus ist gestorben, ein guter Freund von Jesus. Er hatte 2 Schwestern, Maria und Martha. Der Lazarus ist gestorben und sie hat nach Jesus gerufen und Jesus ist relativ lange nicht gekommen. Als Jesus dann gekommen ist, zu ihnen, ist der Lazarus schon tot gewesen. Und beide Schwestern sind zu Jesus gekommen und haben Jesus eigentlich das Gleiche gesagt oder den gleichen Vorwurf gemacht. Beide haben ihm gesagt, Jesus, wenn du da gewesen wärst, wäre der Lazarus nicht gestorben. Beide die gleiche Aussage. Und interessanterweise sehen wir bei Jesus ganz eine unterschiedliche Reaktion. Zu der Martha hat er gesagt, wo Martha gesagt hat, wenn du hier gewesen wärst, Jesus, wäre Lazarus nicht gestorben, sagt Jesus, Martha, checkst eigentlich gar nichts. Ich bin die Auferstehung und bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Martha, hast du überhaupt gar nichts verstanden? Weisst du eigentlich nicht, wer ich bin? Ich bin der, der über dem Tod steht. Ist doch kein Problem, dass der Lazarus schon tot ist. Kommst du eigentlich überhaupt nicht raus? Maria kommt zu Jesus. Wenn du da gewesen wärst, wäre der Lazarus nicht gestorben. Dann lesen wir nichts von dem. Lesen wir, Jesus weinte. Jesus hat nur mit ihr gebrüllt. Das heisst, dass Trauer ihn erfüllte. Keine Herausforderung, keine Lektion, reine Sanftheit, reine Annahme.
Jesus hat die Spannung auch gelebt. Lazarus ist nachher auferweckt worden von Jesus. Aber im Umgang von Jesus mit den Menschen hat er genau die Spannung, die man im Hebräerbrief findet, auch gehabt, auch gelebt. Auf die eine Seite, dort, wo es braucht, hat die Konfrontation mit der Wahrheit, mit der Klarheit, und auf die andere Seite die Annahme, das Mitbrüllen. Der Dienst von der Wahrheit und der Dienst von der Tränen kombiniert. Und je mehr wir den Menschen, je mehr wir uns selber verstehen, umso mehr verstehen wir, dass wir auch beides brauchen. Wir brauchen beides, um zu überleben. Oft brauchen wir es, um zu überleben, die klare Wahrheit, die ungeschönte Wahrheit, die ungeschminkte Wahrheit. Aber zum Überleben brauchen wir oft auch einfach die Hand auf den Schultern, die mit uns brüllt, die mit uns ist. Wir brauchen beides, denn Wahrheit allein, die wäre hart und brutal. Annahme und Mitleid allein würde uns nie in die richtige Richtung führen. Wenn das die Frage stellt, welche Art von Ermutigung brauchen wir denn bei dieser täglichen Ermutigung? Und wir sehen im Hebräerbrief, und wir sehen bei Jesus, aus was die Ermutigung eigentlich besteht. Es ist ein Miteinander von der ungeschminkten Wahrheit und der Hand auf den Schultern, dem gemeinsamen Brüllen, der Annahme und dem Mittragen. Wer kann uns die Ermutigung schlussendlich geben? Jesus möchte das in deinem und in meinem Leben tun. Jesus konfrontiert uns mit der Dunkelheit von unserem Herz. Jesus tut das immer wieder. Jesus nimmt uns aber auch an, brüllt mit uns. In Jesaja 9,5 wird Jesus eben wunderbarer Ratgeber genannt. Das gleiche Wort, wie da im Neuen Testament mit Parakaleos übersetzt wird, wunderbarer Ratgeber. Und ein Theologe hat es mal so schön formuliert, er hat gesagt, eigentlich müsste man dies mit übernatürlicher Herzensveränderer übersetzen. Weil Jesus eben beides vereint, verändert das unser Herz. Vers 15 sehen wir dann nämlich, dieser Hohepriester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Die beiden Sachen, das Problem von der Schuld und das Problem vom Verstehen und vom Mit uns sein, vereint Jesus. Wir sehen in diesem Vers 2 Sachen, warum Jesus der ultimative Ermutiger ist. Wir sehen, dass ihm immer wieder die gleichen Versuchungen begegnet sind. Auch er hat es erlebt. Auch er ist durch das Gleiche durchgegangen. Er versteht es, weil er auch mal an dem Punkt war. Mir ist so in der Vorbereitung in den Sinn gekommen, so dass, wie du dich fühlst, wenn du lernst Auto fahren. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, die einen sind vielleicht jetzt auch dran, der Moment, wenn du mit dem L hinten drauf im Auto sitzt und das ist ja total überwältigend, du musst gleichzeitig schauen und kuppeln und bremsen und Gas geben und schalten und Verkehrsregeln einhalten und das Auto nicht abwürgen und dann noch schauen, wo die Fußgänger überall sind und dann kommt noch ein Velofahrer und in die richtigen Spiegel schauen. All diese Sachen, total überwältigend in dieser Situation. Und ich habe schon bei ein paar Leuten geübt fahren und dann ist immer so, wenn jemand ein bisschen enger hinten anfährt, dann kommen sie, nein, was denkt jetzt der und der, ich bin dem im Weg und kommen noch halb in Panik. Und dann kann man nur eins sagen, schau mal, der dort hinten steht, ist vielleicht ein bisschen Trottel, dass er so nah auffährt, aber eigentlich versteht er dich, weil er ist einmal am genau gleichen Punkt war wie du. Er weiss, durch was du durchgehst, weil auch er hat einmal gelernt fahren. Und, oder, durch die ganzen Schwierigkeiten, die wir durchgehen, kann Jesus sagen, hey, ich weiss genau, wie es dir geht. Ich bin am genau gleichen Punkt mal gewesen. Genauso wie du durch eine Wüste durchgegangen bist, bin auch ich durch eine Wüste durchgegangen. Das heisst, da die gleichen Versuchungen erlebt. Und es geht da nicht nur um die Versuchung zur Sünde, sondern es geht um die ganzen Herausforderungen, die das Leben an uns wirft. Geistlich und menschlich hat Jesus schon erlebt. Jesus ist der ultimative Ratgeber, weil er das selber schon erlebt hat. Für ihn ist der Kontrast noch viel grösser gewesen. Es heisst da, dass er durch den Himmel durchgegangen ist. Das heisst, er kommt nicht nur einfach vom menschlichen Leben und hat Schwierigkeiten erlebt, sondern er hat erlebt, wie grossartig der Himmel ist und wie tief unten das nachher ist, der Moment, wo er sich getrennt gefühlt hat von Gott. Der Gap ist viel grösser. Ich habe das selber mal so einen Gap erlebt. Ich bin heimgeflogen von Lahore in Pakistan.
Und dort habe ich, das war so ein Flug via Dubai gewesen. Und in Lahore habe ich etwas erlebt, was ich wahnsinnig lässig finde beim Check-in. So der Satz, you have been upgraded. Ich habe das leider noch nicht so oft erlebt, aber der Moment, wo es dir ein Business-Class-Ticket in die Finger drückt. Ich könnte mich wirklich daran gewöhnen, dass das immer passieren würde, aber das ist leider nicht so. Aber ich bin dann eingestiegen in den Flüger von Lahore nach Dubai in die Business-Class. Und das ist wunderbar. Du kommst rein, dann kommst du so ein Trinken über das erste Mal. Ich bin noch kaum angesessen, kommen die schon mit etwas zu trinken. Und dann bringen jetzt die Menükarte. Da kannst du noch auswählen, was du willst. Das Zeug ist noch früh. Oder wie heisst die Airline? Dubai. Emirates. Also das ist nicht einmal so eine schlechte Airline. Und ich konnte dann so auf Dubai fliegen. Und ich habe ja eigentlich recht Flugangst. Aber ich muss sagen, das ist also noch gegangen. Also die Füße da oben, wunderschön. Nachher in Dubai musste ich umsteigen. Die haben aber nicht mehr wissen von Upgrade. Und ich meine, Economy Class ist ja sonst schon nicht so berauschend, oder? Aber du kommst von dieser Business Class und musst einsteigen wieder in die Economy Class. Da habe ich keine Menükarten bekommen, da ist nur irgendwie Chicken or Pasta, Chicken or Pasta, Chicken or Pasta. Und es war wieder eng gewesen. Und ich glaube noch nie so einen schlimmen Flug gehabt, so einen engen, so einen kleinen gefühlten Flug gehabt wie in dem Emirates-Flug, weil ich habe das erlebt voran, was das war. Jesus weiß, wie schlimm es wirklich ist. Jesus kennt die Grossartigkeit vom Himmel. Jesus weiß, was möglich wäre. Und auf der anderen Seite hat er das Ganze durcherlebt. Das ganze Leiden hat er getragen. Er weiß, was es bedeutet, durch die Wüste zu gehen. Er weiß, was es bedeutet, zu leiden. Jesus hat die ultimative Dunkelheit, Versuchung und das Leiden erlebt. Er weiß, durch was du gehst, weil er ist selber dort war. Er weiß es sogar noch besser als du. Und der zweite Grund, warum er aber der ultimative Ermutiger ist, das heisst da, er ist nicht schuldig geworden. Wir Menschen können einander nicht die ultimativen Ermutiger sein, die wir brauchen würden, weil wir haben nämlich alle unsere eigenen Baustellen. Und meine eigene Egozentriertheit, meine Wut, meine Emotionen halten mich davon ab, einem anderen wirklich der Ermutiger zu sein, den ich sein könnte. Aber Jesus kann. Weil seine Ermutigung ist nicht durch seine eigene Sünde begrenzt. Das schönste Beispiel von dieser Art von Ermutigung, die wir bei Jesus sehen, ist für mich die Geschichte, wo Jesus den Ehebrecherin zu Jesus gebracht hat in Johannes 8. Die Juden haben sie gemäss ihrem Gesetz steinigen, sie ist im Ehebruch verwünscht worden. Und Gesetzeslehrer sind dann zu Jesus gekommen und haben gefragt, Jesus herausfordern. Sagen, ja, Jesus, was sagst du jetzt ihr? Sie haben ihn herausfordern, Wahrheit gegen Annahme auszuspielen. Würde er auf die Wahrheitsseite kippen, würde er sagen, hey, steinigen Sie. Sie hat es gegen das Gesetz verbrochen. Wäre aber wahrscheinlich nicht sehr annehmend gewesen für sie. Die ganze Annahme wäre weg gewesen. Würde er sagen, hey, lassen Sie doch sein, wir nehmen sie an, sind wir doch lieb mit ihr. Dann hätte er bei der Wahrheit Kompromiss gemacht. Jesus hat dann zuerst die Gesetzeslehrer ermutigt, denen gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, soll den ersten Stein rühren. Sind alle weggegangen. Und dann hat sich Jesus als der wunderbare Ermutiger gezeigt, der Annahme und Wahrheit zusammenbringt. Und hat zu ihr gesagt, auch ich verurteile dich nicht. Gang und sündige nicht mehr. Also auf die eine Seite, ich nehme dich an, weil ich an dieser Stelle, an deiner Stelle, deine Schuld, deine Sünde tragen wird. Und auf die andere Seite, nein, ich sage dir die Wahrheit, das, was du machst, ist falsch, mach es nicht mehr. Jesus, und das macht ihn zum wunderbaren Ratgeber, er verbindet die zwei Sachen. Er sagt nicht, wenn du nicht mehr sündigst, werde ich dich nicht verurteilen. Er sagt nicht, ich werde dich annehmen, weil dein Verhalten stimmt. Sondern seine Liebe basiert nicht auf unserem Verhalten, sondern er kehrt um und sagt, hey, lass dein Verhalten durch meine Liebe zu dir geprägt sein. Jesus bringt es ultimativ zusammen. Eine absolute Ablehnung von der Sünde. Ein absolutes Sünde auch Sünde nennen. Und eine absolute Annahme vom Sünder. Und weißt du, das ist schlussendlich die Ermutigung, die wir brauchen in unserem Leben. Das ist das, was wir schlussendlich brauchen. Das Verständnis, Jesus kennt unser dunkle, böse, kaputte Herz. Und er muss es gar nicht schönreden.
Und Jesus nimmt uns trotzdem voll und ganz an. Wie ist das möglich? Warum kann er das? Die Antwort finden wir im Kapitel 4, Vers 6. Kannst du es im Büchlein lesen? Da heißt es von Jesus: Du bist für immer Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Was heißt das? In der Bibel ist das Amt vom Priester und vom König immer getrennt gewesen. Der König hat Gott vor den Menschen vertreten. Er ist für das Gesetz und für die Umsetzung des Gesetzes verantwortlich gewesen. Und der Priester hat die Menschen vor Gott vertreten. Er hat für die Annahme der Menschen gesorgt. Wir kennen ja das Prinzip in der Schweiz von der Gewaltentrennung sehr gut. Die Exekutive, Legislative, Judikative muss getrennt sein. Der König damals hat die Wahrheit vertreten, der Priester hat die Annahme vertreten. Und ihre Rollen sind so unterschiedlich gewesen, dass sie eben nicht kombiniert werden können. Aber wie wir sehen, braucht es die beiden Rollen eben verbunden. Und es gibt eine einzige Begebenheit im Alten Testament, wo es einen Priesterkönig gibt, wo die beiden Sachen in einer Person vereint sind. Im 1. Mose ist nämlich beschrieben, wie der Abraham den Melchisedek trifft. Der Melchisedek war König von einer Stadt, in der hat er als Priester Opfer dargebracht. Also er hat Priester und König vereint. Er ist im Alten Testament nur ganz kurz sichtbar, der Melchisedek ist da und plötzlich ist er irgendwo weg, liest man nichts mehr von ihm. Aber der Hebräerbrief zeigt uns auf, es war ein Vorgeschmack, ein Ausblick auf Jesus. Ein Vorgeschmack auf den wahren König, der kommt. Jesus. Jesus ist nicht nur Priester und Jesus ist nicht nur König. Er ist eben Königpriester. Weil wir beides brauchen, wenn wir sonst verloren sind. Er vertritt absolute Heiligkeit und die absolute Wahrheit Gottes und er vertritt die absolute Liebe und Gnade Gottes. Wir Menschen schaffen das nicht. Wir fallen oft und jeder von uns hat seine Tendenzen, entweder auf die Seite der Annahme oder auf die Seite der Wahrheit. Jesus kann es. Der Schlüssel dazu, dass er das können, ist das Kreuz. Kapitel 5, Vers 7. Solange Jesus auf dieser Erde lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen seine Gebete und Bitten an den einen gerichtet, der ihn aus dem Tod befreien konnte. Das ist am Kreuz passiert. Am Kreuz, wo Jesus die Strafe auf sich genommen hat. Jesus hat es selber so genannt, er hat den bitteren Kelch von der menschlichen Schuld getrunken. Und er hat es gemacht aus Liebe zu den Menschen. Und so ist grenzenlose Annahme und grenzenlose Gerechtigkeit zusammengekommen. Hätte Jesus nur grenzenlose Gerechtigkeit gekannt, hätte er zum Menschen einfach gesagt, okay, dann bist du halt verloren. Hätte er uns einfach sterben lassen. Hätte Jesus nur grenzenlose Annahme gekannt, hätte er einfach zu allen gesagt, ich nehme dich trotz von diesen Fehlern an. Aber er hat es nicht gemacht. Und darum hätte er zu der Ehebrecherin können sagen, ich nehme deine Strafe auf mich, obwohl es mich alles kostet. Und so ist er wunderbare Ratgeber. Wie empfangen wir die Ermutigung denn ganz praktisch, ganz konkret für unser Leben? Für unsere Wüstenwanderung. Dass wir es schaffen, das Ziel. Ich glaube, der erste Punkt, wie wir die Ermutigung erfahren, ist, wir brauchen Rettung. Du und ich, wir brauchen Rettung. Und es geht da nicht nur darum, in unserem Kopf an Jesus zu glauben, sondern es geht darum, Jesus als persönlichen Erretter anzunehmen. Es bedeutet, Jesus zu erlauben, dass er uns, wegen seiner Tränen, dass er uns erlaubt, uns mit der Wahrheit von unserer Verlorenheit zu konfrontieren. Mit der Wahrheit von unserem bösartigen Herz zu konfrontieren. Rettung bedeutet, dass wir zugeben, wir brauchen nicht nur ein bisschen Hilfe, wir brauchen nicht nur ein bisschen Verbesserung von Gott, sondern wir sind schlussendlich, gerade wenn wir Gott anschauen, wir sind hoffnungslos verloren. Und vielleicht bist du da und sagst, ja gut, also der Standard Gottes ist ja schön. Du wirst nicht einmal deinen eigenen Standards gerecht. Du und ich, wir werden nicht einmal unseren eigenen Standards gerecht. Definiere mal, wie ein guter Mensch sollte leben. Kannst du mal eine Liste machen mit 10 Sachen und dann stellst du dir die Frage, haltest du die alle immer ein? Nein.
Nicht einmal den eigenen Standards werden wir gerecht. Wir brauchen Rettung, wir brauchen Erlösung. Religion sagt dann musst du dich bemühen, dass Gott dich annehmen kann. Das Evangelium sagt aber, da sagt Jesus, da sagt Gott, ich habe mich bemüht, dass ich dich annehmen kann. Und die Frage ist, hast du das je aufgenommen? Hast du dir das angenommen für dein Leben? Hast du Jesus je als deinen Erlöser und Retter angenommen? Hey, wenn das nicht der Fall ist, möchte ich dich einladen, das heute zu tun. Jesus in einem Gebet in dein Leben einladen, als deinen persönlichen Retter und Erlöser. Du kannst das in einem einfachen Gebet machen, vielleicht gerade wenn du am Stream bist und du da bist, möchte ich dich mega einladen. Nachher werden wir noch Zeit haben miteinander, wo auf der rechten Seite unsere Ministry Lounge offen ist. Dort sind sogar Menschen, die gerne mit dir zusammen beten. Und wo wir miteinander beten können, dass Jesus als der Erlöser und Retter in dein Leben hineinkommt. Der wunderbare Ratgeber. Das Zweite, wie wir die Ermutigung erleben, wir brauchen einander. Vers 13 sagt da, ermutigt einander jeden Tag. Es ist ein klarer Auftrag, die Art von Ermutigung im Miteinander auch zu erleben. Schau, Gottes Idee ist, dass unsere Herzen durch die Verbindung von Annahme und Wahrheit tiefgründig verändert werden. Und darum ist die Idee Gottes, dass aus dem heraus wir uns täglich so ermutigen. Wo wir uns täglich annehmen, aber auch mit der Wahrheit konfrontieren. Ich glaube, für das braucht es Nähe. Darum sind uns unsere Kleingruppen so wichtig. Weißt du, unsere Kleingruppen sind nicht der Ort, wo wir einfach miteinander nur die Bibel studieren und uns um Wahrheit kümmern. Und unsere Kleingruppen sind auch nicht der Ort, wo wir einfach uns nur wahnsinnig gern haben und uns wahnsinnig schön haben miteinander. Sondern unsere Kleingruppen sind der Ort, wo wir das miteinander kombinieren. Wo wir der Wahrheit Gottes in die Augen schauen, auch miteinander und für unser eigenes Leben. Und gleichzeitig Annahme miteinander leben und miteinander dort reingehen. Aber auch ganz persönlich in unserem Umgang, auch miteinander, gerade als Kirche, auch miteinander. Auch wenn wir im Kaffee hocken oder so. Und vielleicht bist du eher der Wahrheit-Typ, dann acht darauf, dass du es mit Annahme verbindest. Dass deine Wahrheit aus Annahme rauskommt. Vielleicht bist du eher der Annahme-Typ. Dann schau, dass du es mit Wahrheit verbindest. Wisst ihr, ich glaube, dass in so vielen Fragen von der aktuellen Gesellschaft die Kirche nicht weiterkommt oder keine wirklich ernstzunehmende Stimme ist, weil sie es nicht schafft, wie Jesus zu sein und Annahme und Wahrheit echt miteinander zu verbinden. Frage, bist du ein Ermutiger, der Wahrheit und Annahme wirklich zusammennimmt? Aber auch die zweite Frage, hast du Ermutiger in deinem Leben, die dich voll und ganz annehmen und dir aber auch ungeschminkt die Wahrheit sagen? Und das Dritte, wenn wir die Annahme in unserem Leben erleben, ist, wir brauchen Ausdauer. Wir brauchen Ausdauer. Der Weg ins Ziel braucht ein Dranbleiben. Wenn wir den letzten Vers von unserem heutigen Text, Hebräer 5,7 anschauen, habe ich vorhin nämlich den Schluss weggelassen. Wo Jesus geschrauen hat und betet hat, und dann heisst es am Schluss, und weil er große Ehrfurcht hatte vor Gott, wurde er erhört. Wie ist er erhört worden? Er hat vor Gott geschrauen, Herr, rett mich vor dem Tod im Garten Gethsemane. Er hat geschrauen am Kreuz, ist gekreuzigt worden und gestorben. Eine schöne Form von Gebetserhörung, wo da steht, er wurde erhört. Aber Gott hat ihn vom Tod gerettet. Durch die Auferstehung hat Gott Jesus das gegeben und er ihn darum gebeten hat, aber nicht einmal in dieser Art und Weise, wie Jesus das gebetet hat. So erleben wir das selber auch oft. Vielleicht bist du selber gerade also in deinem Leben, so in einer Zeit von der Wüste. Vielleicht hast du selber das Gefühl, Gott hört mich nicht, meine Gebete werden nicht erhört. Vielleicht hast du das Gefühl, ist Gott überhaupt da? Ich möchte dir eins sagen, der Gott, zu dem du betest, der kennt das Gefühl, der weiß es, der war selber in der Wüste gewesen. Jesus hat sich nicht nur verlassen gefühlt von Gott, er ist von Gott verlassen gewesen. Jesus hat die Wüste durchlebt. Für dich und für mich. Bei Jesus geht es nicht um eine Religion, die um
vom Menschen verlangt, einem Gott zu vertrauen, obwohl der fern ist, sondern Jesus selber ist durch die Wüste durchgegangen. Jesus selber hat Versuchung erlebt. Sein Leiden hat zur Erlösung geführt. Schlussendlich ist sein Gebet erhört worden. Und weißt du, Gott hört auch jetzt dein Gebet. Auch deine Wüstenwanderung wird zum Ziel führen. Und so einem Jesus, so einem Erlöser, lohnt es sich nachzufolgen. Ich möchte gerne beten. Jesus, von ganzem Herzen möchte ich dir Danke sagen für deine grosse Annahme von mir. Für deine grenzenlose Liebe. Jesus, dass du der Wahrheit in die Augen geschaut hast, der Sündhaftigkeit, der Verlorenheit des Menschen. Deine Liebe dich dazu getrieben hat, das zu kombinieren, das zusammenzuführen, die Wahrheit und die Annahme am Kreuz. Wo du den Preis gezahlt hast, um dieser Wahrheitssituation zu begegnen und deine Liebe bewiesen hast, indem du den Preis gezahlt hast. Jesus, das gilt für unser Leben und das soll unser Leben Tag für Tag prägen. Du bist der wunderbare Ratgeber, weil du die zwei Sachen zusammenbringst und wir brauchen das, sonst gehen wir unter in der Wüste. Ich möchte dich bitten, jetzt gerade für Menschen, die in Wüstenzeiten sind, begegnen uns heute Morgen. Lass uns heute Morgen dir begegnen. Lass uns heute Morgen durch den Heiligen Geist konfrontiert sein mit dieser echten, ungeschminkten Wahrheit und umarmt sein von deiner grossartigen Liebe. Begegnen uns jetzt einfach in dieser Zeit, die wir noch miteinander haben. Mit dieser Zeit in deiner Gegenwart. Amen. Hey, danke, dass du heute dabei gewesen bist. Wir hoffen, dass du durch die Message Gott näher kommen konntest. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns mega freuen, wenn du via unsere Homepage mit uns Kontakt aufnimmst. Falls die Messages für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Auch mit deiner Spende kannst du es möglich machen, dass wir das tun, was wir tun. Und mit dem könnt Gottes Liebe und Gottes Hoffnung in unsere Gesellschaft heraustragen. Du kannst das ganz einfach machen mit einem SMS an die Nummer 488 mit dem Keyword Silbern und einem Betrag. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du bei uns auf der Homepage unter www.silbern.church/spenden. Hey, wir wünschen dir Gottes Power und Segen.